Marius. Die Leute, dat wat we dort zingen deiden, dat leid wat we zingen deiden, zei wie vrouw dat Jezus ons lief heeft? Wil je pas zeggen, Jezus lief je. Jezus lief ons alle. Dat is een goede vrede, dat we dat gaan weten, dat Jezus ons leven deed. Wie Vater war von das Marius auch hier in jener Mat zusammen, Gott sein Wort fertig das ist wirklich ein Fertig, was wir können haben. Und von das Marius will ich vertellen von wo Paulus das auch betont hat, von was er leben hat, von der Kirche, wo er als manche war, wo die Kirchen angefangen haben. Und wenn wir Romans kijken doen, hier und doen, wat er angehen hat, wie kann sein, dass Gott ist an der Arbeit. Und Paulus wird einer von denen, was er hat mitgehalten, dass Gott seine Arbeit können angefangen werden. Und das ist ein Don, wo wir kijken doen, das spielt sich so von der und auch besonders, gestern ab die Bettstunde hier, wie war da, wo Gott arbeiten hat in verschiedenen Städten. Und ich will auch bloß betonen, dass Gott seine Arbeit, das ist Gott, was er arbeiten hat in den Menschen, durch die Menschen. So ich habe mir den Thema gegeben, was Gott angefangen hat, was er fertig machen. Also Gott hat eine Arbeit angefangen, und in jeder Christ, jeder einer, der Jesus Christus angenommen hat, aus sein persönlicher Heiland, da hat Gott eine Arbeit angefangen. Actually, euer dort hat die Arbeit angefangen. Das fängt an, als Gott ans Tragen deed. Das sagt, bitte Gott, wem tragen, das kann keiner nach ihm kommen. So, das muss erst passieren, dass er ans Tragen hat, dass er ein Mensch tragen hat, dass er zum Glauben kommt. So, Gott fängt dort die Arbeit an. Und dann, wenn er zum Glauben kommt, da fängt die Arbeit an. Und wir sind alle an Gott seine Arbeit. Er arbeitet innen durch uns. Und keiner von uns ist da, wo wir sollen sein. Wir sind ab dem Weg. Er arbeitet in uns. Er hat eine Arbeit angefangen und er wird das auch fertig machen. Und ich lege besonders den Brief, was wir haben in Philippa, den Philippa-Brief. Paulus, der sich vorhin erwähnt, sagt, wo er beten hat für die Gemeinden, die er angefangen hat, wo er im Port an ist. Und das bloß im ersten Blick, und er würde einen von den Briefen nehmen, die kann man mal hören, wo er die Gruppen, die Gemeinden Motto sprechen. Und er hat immer denken, dass er beten hat für ihn und für die verschiedenen Kirchen. Aber nun besonders, ich will reden von der Kirche in der philippische Kirche. Was Paulus durch von der Kirche sagen hat, und wo er auch der Prof Mut zu sprechen, und er muss sagen, dass er angedacht ist im Gebet. Und wenn ich denke, besonders wenn wir das studieren, wo Paulus wir aus diesem Brief schreiben, er wird im Gefängnis. So Gott kann allerhand Dinge schreiben von sich selbst, wo das gehen wo er wird im Gefängnis. So der Umstände, wo wir die Zeit, dass diesen Brief schreiben, der wird uns sagen, Gott verarmt. Aber er schreibt gleich von sich selbst. Er sagt bloß, dass er schreibt diesen Brief und sagt bloß, dass er angedacht ist und er betet für ihn. Also ich will von der mir Versen lesen aus Philippa, so wenn ihr in der Bibel mit haben, wenn ihr wollt den Philippa-Brief drehen, da will ich mir Versen lesen, durch die Botschaften, ich will verschiedene andere Schriften, wo das betonen, von was er probt zu sein. In besonders Philippa 1, Vers 6, das ist der Vers, was ich mir gewählt habe, mein Text, wo er geschrieben hat, ich habe darum gute Hoffnung, sagt Paulus, dass die, das gute Werk in ihnen angefangen haben, der wird dort auch fertig merken. Wird an Jesus Christus sein auch. So, wenn wir hier das mal in dem Wort Paulus hier sagen, er sagt, dass die wird das angefangen haben. So, wem meint er hier zu sein, wenn er sagt, die das angefangen haben? Er meint nicht sich selbst. Er will sich selbst keinen Kredit geben sein. Das habe ich angefangen. Er kam in die Jugend und ich das Wort predigen und dann fängt die Kirche an zu starten. So, er will sich selbst den Kredit geben, aber er tut gleich. Er gibt sich den Kredit nicht selbst. Er sagt, die das gute Werk angefangen haben. Also, er meint Jesus Christus, Gott. Gott hat das Werk angefangen in ihn und er wird es auch fertig machen. Und er hört mir einmal von Menschen, die sagen, dort, was ich da und da getan habe, oder dort, was ich da dort passiert so und so. Und die geben sich selbst den Kredit. Aber Paulus sagt das nicht. Er sagt, er gibt Gott den Kredit hier, dafür Gott, der das angefangen hat. Er hat was getan, was er getan soll, das wird predigen. Wenn wir in 1. Korinther 3, Vers 6 drehen, da will ich ein paar Versen lesen, wo er sagt, was sie getan haben. Er sagt,
wat hij deed, hij zei, ik deed planten. So hij had bis dat woord geplant. Paulus geht weiter. Dann sagt er, über Gott mögt dort wassen. So hier sagt er, er sagt, dass wir Gott was das am wassen mögt. Sie haben bis das Wort geplant und andere deden dort Wort drin. Er sagt, da wären es nicht die, was die planten dat, und nicht die jäten dat, wer was ist. Gott ist dort, wer was ist. Der ist das, was das am wassen merken dat. So das ist Gott, dem die ihr in den Kredit trafen dat. Und das, was Paulus sagen dat. Und Paulus, der fängt diesen Brief an, sagen, wo er denken dat, und sich bedanken dat zu Gott verehrt. Und er hat denken, dass er beten dat verehrt. In Philipper 1, Vers 3, wenn wir Vers 3 anfangen, dann sagt er, ich danke mein Gott, wenn ich an ihn denke. So er sagt, wenn ich an ihn denke, wenn meine Gedanken an ihn kommen, dann sagt ich danke Gott für ihn. Und wenn ich für ihn alle bete ich für ihn mit Frieden. So er sagt, am Freitag, weil er kann verehrt beten. Und Ende Tag sein zu Gott, dat hij met vreden. En zo'n leraar te gaan staat, zo'n tweede leraar te gaan staat, wat allemaal moed geven, dat moed brengt dat de mensen die je meten. Dat helpt dat zij wel wassen, dat zij een verlangen hebben te wassen en met te helpen. En dat is in de gemeente waar we worden van hier en van daar, wat er werkelijk een verlangen hebben met te helpen in dit werk, in deze dienst voor den Herrn. Dat de kerk kan wieder wassen en ondersteunen die wat er daarin doen. So hij zegt dat hij beet verehrt. Hij had een gebed aangedacht. En hij vreet zich verehrt. Hij zei, wil je aan het evangelium deelnemen. Van eerste dag aan bid van jou. So hij zegt, vandaan is je aanvang leiden. Vandaan bid van jou. En om hier nu, dat hij kijk de funk aan in een van Paulus zijn eerste missionsreizen. Hij heeft 3 missionsreizen. En deze gemeente had aangevangen, als hij de eerste reis merken leiden. En nu als hij dus een brief schreef, dat er is, nu hier nu de derde reis, de laatste reis, wo hem gevangenis is. So hij zegt, vandaan is hier aanvang leiden. Van den dag aan, bad van jou. Heb je deelgenomen aan het evangelium. Je is een poort van deze arbeid. So, und er probiert bloß einmal Mut zu sprechen und halten, dass sie freilich kann wieder dein in Wassen. So, das wird sie verlangen, einmal wieder die Gemeinde Mut zu geben. Und das hat er in verschiedenen Gemeinden, die Glieder, die, was da dein in die Gemeinden, dass sie mutig werden können, wieder arbeiten. Und er sagt, dass sie verlangen ist, dass sie einmal eine Freiheit haben. Und das ist der Hauptsache, dass wir dein tun mit einer Freiheit. Und so ist das für uns von der auch, dass wir das mit Frieden tun. In Philippa 4, Vers 4 sagt er, Fried jünt immer im Herrn. So er sagt, immer soll jünt Fried sein. Fried jünt immer im Herrn. Und ich sage jünt das noch einmal, und der hat das wiederholen, sagt er, und ich sage jünt das noch einmal, Fried jünt. Fried jünt im Herrn. Das, was sie verlangen, ist, dass sie das mit Frieden tun. So probiert er hier Mut zu sprechen. Wiederholend, dass sie mit Frieden können tun. Da sind viele Menschen, die doen andere Menschen gleich Mut zu sprechen. Die doen das beschuldigen. Wenn der ESV was tät, oftmals dann hier der beschuldigen, die wo sie das auch recht tun, die sollen es so, oder es dort tun. Und dann steht die unterstützen und sagen, dass, hey, ich bete für die, ich sie mit die. Dann tun sie das beschuldigen, dass sie das nicht reich merken tun. Und das ist nicht, was Paulus will haben, was sie sollen tun. Er will haben, sie sollen alle teilnehmen an das, und tun, wo sie sind. Und die Menschen, die können nicht alle das Wort predigen. Über viele Menschen, die dann ab unterstehen, wo immer. Und diese Gemeinde, die halt mit unterstehen. Wir unterstehen halt die mit. Und wir wollen das sein, wo die mithelfen, und verlangen, wir mitzuhelfen. Und das sind deins. Da wird erklärt von einem Missionary, der hat ein Verlangen gehabt, in India zu reisen. Und da an Dienst tun, als sein Missionswerk. Und seine Freunde hatten am aufgerot davon. Da hatten gesagt, woran willst du in India fahren, da an Dienst tun? Das wird viel zu weit. Das steht dort, dass sie sehr heute so bagrig und amaglich. Warum willst du da reisen, da die Menschen das Evangelium bringen? Also dort wieder 120 Grad warm im Schatten. Das Missionary, da hat er bis scharf nicht mit so angesteckt, hat er gesagt, ich brauche gleich bis einmal im Schatten sein. Ich kann ja durch den Schatten rausgehen. Und die Stadt hat das, und ich glaube, die Stadt soll wie einmal angedacht sein. Auch wenn eins für uns Prof negative Dinge zu verteilen, dann soll wir immer positiv bleiben. Das ist immer eine positive Sicht von alles. So, das ist, was Paul immer verlangen hat zu tun.
So deswegen ist es so möglich, dass wir mit Mut gehen, wo immer wir hingehen und was immer wir tun, was von uns wir tun. Dass wir mutig wieder gehen mit Frieden, das Paulus sagt das. Und die Schrift sagt, in Frau hat hart, als es Nummer 10. Sprecher 17, Vers 22 sagt das, in Frau hat hart, der kriegt so viel Geld als Medizin. So das war hier der Spruch hier sein, das war das erste, das ist der Geld als Nummer 10. In Frau hat hart zu haben. Sagt der Ober, in ein bedreigtes, als es verdrehende Knirkes. Ein bedreigtes Hort. So das ist der Unterschied. So wenn die wollen Geld Nummer 10 annehmen, dann dort jemand wählen, Entscheidung mit einer Frau zu sein. Mit einer Frau hat zu tun. Das ist eine Geld Nummer 10. Und das ist auch sein, diese Gemeinde hier, die philippische Gemeinde, die hat ein Verlangen, mitzuhalten mit Frieden, wo immer sie können. Paulus sagt in Philipper 4, Vers 15, sagt in die Philipper weiten, dass ich bitte jünt 6 Gemeinde und geben, indem für mich bedeuten, dass aus der Mazedonien verleiht, aus Mazedonien verleiht, in Anfang, das Evangelium zu predigen. So heißt es, du wirst keine andere Gemeinde, die so ein großes Verlangen hat, zu geben, aus dieser Gemeinde. Das, was verlangen wird, zu geben, wo sie können, um das Evangelium zu halten, wiederzubringen. Und dann sagt er, nicht bloß hier, Philipper 4, Vers 16, der nächste Vers sagt, auch aus in Thessalonik wir, schickt ihr mir was für meinen Gebrauch. Erst einmal und danach einmal. So heißt es, das passiert nicht bloß einmal. Ich einmal schicke ihr mir was mir wohl fehlt, haben im Gebrauch für das Reis, wo wir das Evangelium zu predigen. Und dann sagt er, aber danach einmal, danach war er. So war er holen, proben diese Philipper mitzuhelfen. Aber er sagt nicht, dass ich das Geschenk sehe. So er sagt nicht nur, dass er am soll unterstärken. Das ist nicht, was sie verlangen, wie er sagt gleich nur. Aber er sagt, ich sehe die Frucht, wo der ich ihren Lohn teilnimmt. So er sagt, mein Verlangen ist, dass ich kann die Frucht sein in Jünd, und das wird auch sein, was er können sein, dass sie wollen einen Lohn kriegen für das, was sie leiden. Das, was ihnen verlangen wird. Er fragt euch, dass sie sollen am unterstärken mit was immer empfehlen für diesen Dienst. Aber sie leiden, die Gemeinde leiden. Das die Gemeinde leiden am unterstärken damit. Dann sagt er, in Jün jeden wird voll sein mit Rechtet und Gaudet tun, dass durch Jesus Christus kommt. So er sagt, das kommt durch Jesus Christus, der in arbeiten wird. Und dadurch wird Gott geehrt und gelobt. So er sagt, Gott wird geehrt und gelobt, wenn Jesus das tun. Und das wird er auch zu uns sein wird. Wenn wir ein Verlangen haben, mitzuhalten, wo immer wir können, Gott wird geehrt und gelobt. Gott hat ein Verlangen, dass wir das tun. Und das ist das, Philipper das wollen, die wollen Gieren halten, wo sie können. Er sagt in Vers 18, ich habe alles gekriegt und habe mehr als ich brauche. Ich sie gut versorgt durch dort, was die mir durch Epaphroditus geschickt haben. Das ist ein scheinreckendes, ein annehmendes Opfer, das Gott gefällt. So das Epaphroditus, haben wir einen interessanten Namen, der wird nicht sehr fertig erwähnt, ist ein paar Mal hier in diesem Brief, in den philippischen Brief. Das Mal, das wird einer, was die Philipper geschickt haben, aus Paulus im Gefängnis war, dann schickten sie an mit einer Gabe, die sollen Paulus gehen helfen, wo er wird im Gefängnis, soll ihm da beistatten und ihm da ein Geschenk bringen. So, und er sagt, er hat mehr gekriegt, als er brauchen hat. Von dessen Epaphroditus. In das Mal, über dem, was heute beim Gefängnis war, wenn wir das studieren, in Philipper 2 von 24 verstartig, von 24 verstartig, ich werde die Verse nicht alle lesen, aber er war krank, als heute bei Paulus wieder im Gefängnis, und er war todeskrank, er starb mehrskrank. Aber Gott wird gnädig, und er braucht ihn, war gesund, möglich war gesund, dass Paulus ihn war konnte schicken. Und er bedankt sich für die Philipper, dass sie ihn geschickt haben, dass sie sollen ihn war nehmen, und bedankt sich für, dass sie ihn geschickt haben, dass er bei uns wird zu gehen. Und das wird einer von den Dienern, was sie rückschicken, den Paulus zu helfen in seinen Dienst. So, mir ist einmal so, dass die Philipper da haben verlangen, dass Paulus das Evangelium predigen, dass er nicht neidig haben, gehen schaffen für sein Habengeld, für sein Leben. Sie wollen am unterstützen, dass er das Evangelium predigen.
Dat hij zich niet bezorgen merken voor dat wat hij tam leven brücken deed, aber hij kan die zijn tijd ganz spenden tam dat evangelium predigen. So das halt met, wo immer ze können, mit geven für dat wat er fehlen deed, tam dat evangelium wiederbringen. Und dann hat er betont in 2. Korinther 8, Vers 3 und 4, sagt er, ich kann bestätigen. Er sagt, ich kann bestätigen, dass sie so viel gegeben haben, als sie können. So viel als sie können, haben sie gegeben. Und sogar mehr als sie können. So sie geben mehr als sie wirklich können. Geben sie für diesen Dienst. Diese Gemeindeglieder, die prachen sogar, dass sie halten können. Heute mal gedacht, dass die Menschen, so eine Menschen sind, sie wollen so gerne beifoten, dass sie prachen sogar, dass sie halten können. In 2. Korinther 8, Vers 4 sagt er, in ganz uit sich selbst prachen sie uns, mit zu helfen. Mit helfen, zu dürfen, die Helge unterstützen. So das, was sie verlangen, sie prachen sogar, dass sie können beistehen und unterstützen mit entgeben, was sie brauchen leiden. So hier will das sie gemeint ein Teil haben an das. Und das ist, was Paulus von reden deed von dieser Kirche. Er sagt, er bleibt im Beten verehrt. Wenn einmal sei und er an denken deed, dann betet er verehrt. Und du sagt er, was Gott in Erd angefangen hat, jetzt der Vers, was ich schon lesen deed, Philippa 1, Vers 6. Ich habe dort am Gode geholfen, sagt er, dass der das gute Werk in ihn angefangen hat, der wird das auch vor dich merken. Wird an Jesus Christus sein Tag. So, wenn er diese Gemeinde beobachten, dann sagt er wisst das. Gott hat was angefangen und er würde es auch vollbringen. Bis an den Tag Jesus Christus. Und das ist ein guter Trost zu haben, von den Gemeindenlehrer zu hören. Sagen, das, was Gott angefangen hat, beginnt, er wird es auch vollbringen. Er wird es vor dich merken. Gott ist nicht so, als wir oftmals sind. Wir fangen mit verschiedenen Dingen an und sind bis am Weich mit dort, aber dann wird das liegen und hat das nicht vor dich gemerkt. Aber Gott arbeitet anders. Gott, wenn er was anfängt, er merkt das vor dich. Und das, was Paulus hier auch sagt von dieser Gemeinde, er sagt, er wisst das, er hat gute Hoffnung. Er hat eine Arbeit angefangen und er wird es vor dich merken. Dann sagt er, nur Gott sind gefallen nur. Der Arbeit wird er schaffen, der Kraft wird er ernannt wird, dass wir nur Gott sehen wollen nur und dass wir seine Kraft. Philippa 2, Vers 13 sagt, weil Gott wirkt in uns beides, dort wollen und das vor dich merken. So als ihm das gefällt. Weil wenn wir Gott eben geben, dann, wenn wir uns von Gott leiden und führen, er wird uns die Kraft geben, was er von ihm kommt, und er wird das vor dich merken. Sogar uns den Willen geben, dort wir wollen. Das ist sogar, eben dort ist, kommt von ihm. Du nur als ihm das gefällt. Wir uns selbst, wir kennen das. Wir haben nicht, uns Verlangen ist sogar erreicht. Das ist nicht dort, was das hier gemeint hat. Paulus sagt, er kann nicht mal Gott tun, weil er an sich selbst denken, an seinen fleischlichen Sieg, dann sagt er, du wirst nicht Gott tun. Er sagt in Römer 7, Vers 18, er sagt, ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nicht Gott. Den Willen Gott zu tun habe ich. Also er sagt, ich habe Verlangen Gott zu tun, aber ich bringe das nicht vor dich. So dadurch er von sich selbst, von seinem Fleisch, in seinem eigenen Fleisch, sagt er, mir kann das nicht vor dich. Und ich glaube, so jeder auch mit uns alle. Wir proben einmal hier, wenn eine gute Botschaft oder was immer, dann haben wir Verlangen, ja, ich will auch was Gott tun. Weil der Willen erst über die Luft gehen. Und dann gehen wir dann mit unserer eigenen Kraft und uns Fleisch, und dann wollen wir an, das schafft gleich. Ich kann das gleich vor dich bringen. Und ich glaube, so viel fingen wir uns auch bei der steht. Ich weiß für mich selbst, ich kann für mich selbst reden. Oftmals dann da ich das in meine eigene Kraft und dann kann ich das bloß nicht vor dich merken. Und deswegen ist es so nötig, dass wir uns auf den Herrn verlassen, der kann in uns schaffen. Das ist seine Kraft. Er ist mächtig, er ist allmächtig. So das ist der uns schaffen kann. Und Gott will so gern, dass er durch uns arbeiten kann. Er will seine Kraft beweisen durch uns. Nicht, dass wir uns selbst loben und preisen und sagen, das hat in meine eigene Kraft getan, aber das ist von seiner Kraft. Er sagt, seine Übungen gehen um die ganze Welt
Han en her, en kijkt naar eens wem wat de wellens is, zich laten te brokken voor God. Dat God zich kan sterk bewijzen door die persoon, zonder wat een oprecht hart han. Durch zonder wil hij zich sterk bewijzen. Nu 2 Chronicles 16 vers 9. En waarom? Dat als wens dat hij kan geloofd en geëerd worden, dat zijn naam wordt opgehoven worden. Daarom wil hij zich sterk bewijzen. Hij zegt, laat jullie zoveel mensen zien dat jullie goede werken, dat zij jullie goede werken zijn en jullie voeden im Himmel dat verloven doen. Dat zal geloofd worden, niet wie. Niet de werken die wat wij doen, dat wij willen geloofd zijn en naar ons wijzen, dan kijk wat ik gedaan heb. No, dat God wordt geloofd worden. Dat is waarom. Hij zegt, du zal bij ons licht zo zien laten manche mensen, dat kan zijn. En God loven worden. Nu Matthäus 4, vers 16 nu. En de kracht die in ons schaffen dat, in Hebreeën 4, vers 12 zegt hij, wer door deint, zal dat in de kracht doen, wo met God am verzorgt. Also de kracht die wat God am verzorgt, zodat God in alles durch Jesus Christus geloofd wordt, dem alle Macht en Herrlichkeit en Ewigkeit gehiert. So wat ons hier dat als God de kracht geven dat, indem de ihr trafen dat. Zoals Paulus al zei, dat in zichzelf, in zijn ene kracht, kunnen hij dat goed doen. Wil zien, hort wir nicht oprechtig vor Gott, wenn er im Fleisch leben doen. Aber Gott kann dort hort auch sogar am ändern. Wir lesen in der Schrift, dass Gott kann das steinerne Hort, uns nicht Hort, was uns verlangen ist, was der Stein Hort ist, das kann er wegmerken als Fleisch. Und Gott kann das tun, und das wird auch sein Willen ist. Alles, was er von uns fragen, ist, dass wir Willen in uns Hand geben, uns loten Weg zu merken von ihm. Er sagt zu dem Prophet Ezekiel 36, von Vers 25 bis 27. Ich war, er sagt zu den Israeliten, sagte das ja, ich war rein wurde über jün spretzen, zodat je rein worden. Ich war jün von all dort, was jün reinmerkt, und von all jüne Jetta reinmerken. Und ich war jün ein niet Hort geben, und ein niet Gäst in jün sagen. Dann sagt er, ich war das steinerne Hort ut jün Körper rüdrieten, und jün ein Fleischnet Hort geben. Hitzt das nicht schein? Das, was ihn verlangen ist, er sagt sogar, er wird das steinerne Hort ut jün rüdrieten, und jün ein Fleischnet Hort geben. Dann sagt er, ich war mein Jes in jün geben, und war so ein Lied von jün merken, die meine Geboten holen, und meine Verschriften beibeholen, und door noch leben. Durch heißt das, wenn sie Namen solven, nicht wenn er solven. Er will nicht, dass sie sollen ihr Leben verändern, dass er einfach verändern, dass sie sich können abheben nach eins. Er sagt, wenn sie solven, wenn Gott sie solven. Vers 25 sagt er, du wenn sei nu zu den Israeliten, das ist, was Gott der Herr sagt. Also das sagt Gott der Herr selbst. Was ich nu tun war, da ich nicht wegen jünd Israeliten, aber wegen meinen heiligen Namen, den je schon gemerkt haben. Manche fällt ja, wo je ben wohnen dann. Also heißt es, die haben meinen Namen zu Schanden gemerkt. So sind verlangen wir, dass sie Namen wird abgehoben worden, heißt es dann, ich kann jünd nicht Hort geben. Ich kann das alle Steine noch Hort gedrückt, dann wo ich ein Fleisch nicht Hort in jünd merken. Wenn sie sollen, dass sie Namen wird abgehoben worden, den seit der Schanden gemerkt haben. So Gott kann den Menschen Hort ändern. Auch in Sprüche 21, Vers 1 sagt er, der Herr haft den König sein Hort in der Hand. Und so als in der Wutterstrom lenkt er dort, kriegt du noch, wo er will. Also den König, sogar den König hat er in seiner Macht, in seiner Hand, den sein Hort. So er kann kriegt, dass der rieferste Wutterstrom schälen, das kann er dort auch lenken, das er will. Kriegt du noch, was er will haben. So mächtig als er. Er kann das tun, und das, was sein Verlangen auch ist. Jedem ein, der sich nach nicht Verstand verloren hat und was nach einem Hort hat, sein Verlangen wird sein, dass er das
dass wir das wollen loten, dass er will Weg merken, dass wir uns für eine Hand geben, für Arm. Dass er wird gelobt und gepreist werden. Und auch für so oftmals, ich dachte, als ich in dieser Botschaft schaffen, dann oftmals, dann denken wir an unsere Königs, an unseren Prime Minister in uns Land und wir holen nicht über die und sagen, wo der nicht reich regieren in das Land, alles ist nicht fair, die dürfen uns nicht reich behandeln. Und so steht grundsätzlich über die Regierung oftmals. Aber die Bibel sagt, wir sollen beten für unsere Regierung. Wir sollen die im Gebet angedacht sein, nicht bloß einmal jammerieren und grunzen über die. Im Gebet angedacht sein. Er sagt, in mein Volk, wo mein Name über genannt ist, von der sich demütigen wird, dass sie beten, und meine jeden wird sehen, und sich nie abmerken, und von dort beiseloten, dann will ich das Gebet vom Himmel erhören und ihre Sünden vergeben, und auch das Schulden in das Land wahre heilen. So hier sind 4 Punkte, was er hier abnahm. Er sagt erstens, dass er sich demütigen tun. So er will, die Menschen sollen sich demütigen. Nicht so hochmütig sein, er will, sollen sich demütigen verarmen. Und dann beten, im Gebet gehen. Und dann sehen jeden wird sehen. Arm sehen, wo er ist. Mit arm kommen im Gebet. Demütig. Und dann sagt er, von der Beiseloten, von der Schlechte, alles Arena, was da im Stich stehen können, dass unsere Gebete nicht würden erhört worden. Er sagt, wenn sie dort wollen down, wenn sie die Dinge alle wollen down, sagt er, dann wo ich vom Himmel können Gebete erhören und ich will ihnen antworten. Dann sagt er, wo ich ihnen Land heilen. Und ich glaube, wenn das wirklich so passieren soll, wenn die heute sich mal taub stehen, dann sehen sie wollen alle Modelle der Regierung angedacht sind im Gebet, pünktlich. Die angedacht sind im Gebet, sein, dass Gott soll durch ihn arbeiten. Er hat ihre Horten in seine Macht, in seine Hände. Und er kann den Weg merken. So dass wir wollen beten und sagen, Gott, du entlenken, ihre Gedanken lenken und leiten, dass das Land wird so regieren, als du willst haben, nur den Gefallen nur. Ich glaube, das wird passieren. Woran wir glaube ich dort? Weil die Schrift sagt dort, Gott selbst sagt dort. Oftmals glaube ich das vielleicht bloß nicht. Aber vielleicht doch wir auch pünktlich. Ich würde uns tun, dass wir das wirklich sollen das ernst nehmen, im Gebet, viel pünktlicher für unsere Regierung zu beten. Das ist schriftlich, das wird Gott will haben. So, wir haben eine Arbeit. Und die auch dort zu bringen, wenn es soll dort kommen, dass die sollen andrehen, verlangen wird anders, sie haben verlangen, das Land so zu regieren, dann hat wir noch nichts getan, dass wir sollen geirrt werden. Sagen, check mal, wir beten und wir beten das, wir trafen Antwort von der ihr. Wir haben das doch getan, nicht so? No. Du wirst sagen, wir noch nichts mehr als ihr. 1. Korinther 3, Vers 8 sagt, zwischen dem, der du planten dat, und dem, der du jäten dat, ist kein Unterschied. So da plötzlich gleich, wenn wir das Wort planten tun, wenn wir andere das Wort mitteilen tun, oder wenn wir gehen, wenn das Wort erstmal verspreit worden, und wir gehen und dann den Motor sprechen und sagen, guck mal, was das Wort hat, die seht. Und wir dann das Wort und wir dann das jäten. Dann zwischen mir und der, was ich geplant habe, ist kein Unterschied. Aber der wird im Wahrsten merken, dat Gott wird an jedem geben, er hat an jedem belohnen, für was er getan hat. Er sagt, Gott wird an jedem belohnen, als er gearbeitet hat. Also, da wird ein Toldach sein, da wird ein Lohn sein für das, was wir tun. Aber nicht, dass wir uns kein Herkertalen, einer aus der anderen, dass die sind zum Glauben gekommen, vielleicht zum Beispiel, wenn wer das Wort verspreit in Luther, dann kommt zum Glauben, dass wir uns dann die Ehe ab uns selbst nehmen tun. No. Uns traf die Ehe danach gleich. Gott traf die Ehe. Er ist der, was die Arbeit tut. Er merkt es am Wassen. Wie tun wir das planten. Und ich finde es immer interessant, wo einfache Menschen will, sind es die in mir will brücken. Das haben das Evangelium predigen, dass Menschen sollen zum Glauben kommen. Er weiß, dass wir sind fehlerhafte Menschen. Er hat uns gemerkt, er weiß, wo wir sind. Er weiß, was wir können tun und was wir nicht können tun. Und doch will er, wir sollen teilnehmen an
aan dit grote werk. Met aanhoop deelnemen, de aarde aan te brengen, wat is groot is. Dat is een vrijheid, dat te weten, dat hij zo'n einfache mensen als mij wel broken dat hou. In Lukas 17, Vers 10 sagt, so ist das auch mit Jünd. Wenn die alles getan haben, was Jünd befohlen ist, so er sagt, was Jünd befohlen ist, dann sagt, wir sind gewöhnliche Arbeiter und haben wir bloß getan, was wir schuldig wären zu tun. So dann soll wir sagen, wir haben mehr getan, als uns trafen, der eigens Wort. Wir haben bloß getan, was wir schuldig sind zu tun. Er hat uns das befohlen, deiner sind verarmt, bloß gut tun, was er will haben. Uns trafen noch nicht mehr, als uns erst trafen leid. Wir haben bloß getan, was wir sollen tun. Wir sind ein gewöhnliche deiner Arbeiter für den. Dann sollen wir bloß Gott loben, für was er durch uns. Gott der ihr geben. Da wie dort? Oder wusstest du wie? Wo sind wir gesandt? Was je de Fiende hat, so ein Verlangen. Er will die Ehe haben. Er will den Kredit haben für was der angehen im Himmel. Und dort wird die Ursache, wo am Arbeit im Himmel geschmiert. Weil er will den Platz nehmen, was Gott trafen wird. So ist nicht uns Platz, dass wir uns die Ehe annehmen tun, wo dass wir immer anwesend tun. Am traf alle Ehe. Gott, uns himmlische Vater. Wir sollen Gott loben, für was er tut. Kriegst du David auch tut, in 1. Chronik 29 verstehen, da wird Versen wollt du lesen, weil wir horchen, was David sieht von Gott. Er sagt, David lobt dem Herrn für die ganze Versammlung und sagt, dir lobt bist du, Herr, du Gott von unserem Vater Israel, von Ewigkeit bis Ewigkeit. Die Herr gehiert der Königsehe in Gewalt und Herrlichkeit, der sich in der höchste Pracht, wils alles, was im Himmel und auf Erde ist, dort es dient. Die Herr gehiert das Königreich, wils du bist hoch erhoben als höchster über alles. Grotet für Familien in ihr kommen von dir. Du bist König über alles. Und in dein Hort als Macht und Kraft. In deiner Hand steht dort. Den groot en stark te merken wem du warst. So ich habe hier, und hier sagt er, das ist ab zu dir. Das ist nur den Wahl nur. Du kannst den groot merken, wem du warst. Den, was du was brücken, den kannst du groot merken, willst du kannst das. Du kannst den groten stark merken, wem du warst. Deswegen will wir dir, unseren Gott, danken und den herrlichen Namen groot merken. So hij zegt, wir wollen rumgehen, wir wollen vertellen von was Gott hat. Wir wollen die Namen groß merken, die abheben, nicht mir selbst. Wir sollen kleiner werden und er soll größer werden. Ich will uns zum Schluss bloß noch eine Vers lesen, was Paulus zu der Philippa hier sagt. Das wird eigentlich eine Frau, das werden 5 Frauen, was die Philippa hier Frauen sagt. Philippa 2, Vers 1. Hier fragt die Frau und er sagt, merkt ihr einer den anderen mutig in Christus? Merkt ihr einer den anderen mutig in Christus? Treist ihr leiftolig? Habt ihr in Geist Gemeinschaft? Seid ihr vom Horten Gott? Seid ihr vom Horten Gott? Und seid ihr mitfeilen mit dem, was Lieden tun? Das wären 5 Frauen, was er erstellen hat, wo sie sich selbst können mit ihnen segnen. Und wo stehen wir mit das? Da wir uns sich unterstützen, live bewiesen einer für den anderen, haben wir live für unsere Brüder und Schwestern. Und dann mitfeilen mit dem, was die Lieden tun. Viel Raum uns, die müssen lieden, schwor lieden. Da wir mitfeilen mit dem, probieren wir zu starten. Und ich würde auch ans Mutter sprechen mit dieser Vers. Und ich glaube ganz klar mit der Vers, was ich am Anfang lesen, der Philippa 1, Vers 6, dass Gott, der eine Arbeit angefangen hat, in uns alle, er wird das fertig machen.
nur sein Gefallen nur sein Willen nur, das er will. Wir haben noch zum Schluss beten. Großer Gott, himmlischer Vater, ich komme am Schluss noch einmal für dich und ich danke dir, Gott, was für den Wort, was wir von der Samarias, was gelesen haben, wo wir können hören von wo Paulus, den Deiner, wo er so einen großen Verlangen hat, die Kirche und Deiner, die Glieder, Mut zu sprechen und bloß denken zu halten, was holen, dass er angedacht wird in seine Gebete und er probiert zu trösten, dass sie sollen wassen und tau nehmen. Und er stund tau, der Arbeit, was er angefangen hat, mangt die Gemeindeglieder, dort wird nicht wem die ihr trafen, wo dort passieren, was da passieren, den Verlangen, was sie haben, zu geben und mitzuhelfen an dessen Dienst. Er gibt die, er weiß das nicht die, und er sagt, du wirst was das Arbeit angefangen hat. Ich bete, dass wir auch immer möchten, dieselbe Ansicht haben, mit was wir tun, was da angeht, mank ansen, Raum ansen, wo immer, den Werk, was wir tun wollen, dass wir nicht wollen Menschen abheben, aber dass wir wollen die abheben, dass wir wollen die ihr geben und die loben und preisen und danken für was du das mangt den Menschen, die einfachen Menschen, sondern wir sind. Aber ich bete, Herr, dass wir wollen uns ganz Hand geben, dass wir wollen Wellen sein, dass du auch die stark bewiesen durch uns, dass deine Kraft, wo wir durch uns arbeiten, nur dein Gefallen nur, dass wir wollen sperren und feilen, dass du fällst uns mit ihnen yes und du gibst uns die Kraft, die uns fehlen wird. Weil wir weten, dass wir mit einer tun und unsere eine Kraft, wir hatten auch das Paulus sein, dass einmal probieren wir gute Dinge zu tun, da wo wir an, dass wir kommen und was ingen und fallen, dann haben wir wieder, weil wir probieren das in unsere eine Kraft. Help uns Gott immer in deine Kraft zu wandeln, in uns Leben, und besonders in den Dienst, wenn wir wollen, uns loten brücken von die, dass wir dann wollen, die raupen, die ankrauen, die anladen, in uns zu arbeiten, mit deiner Kraft, dass dort Werk, was wir anfangen, oder was du in uns anfangen, dass das kann fruchtbar sein, und dass viele Menschen können dadurch zum Glauben kommen, dass den Königreich wird wieder wachsen und teilnehmen. Und ich danke dir, Gott, dass du was uns brücken dafür. Und ich danke dir auch für die vielen Bereiche, die wir haben, wo wir können Mut finden und sein, was du hast für uns, dass du was uns auch Mut merken in unseren Dienst. Ich danke dir noch einmal, Gott, für was du uns wiesen lässt. In die Namen beten wir das mit Danksagung. Amen.